Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, wir sind beim Spiel gegen Bochum, oder wir waren beim Spiel gegen Bochum, und bevor morgen das Spiel gegen Preußen Münster ist, ja, wollen wir erstmal schon mal eins abarbeiten. Ist ja relativ stressig im Moment, ja, nicht nur für unsere Jungs alle 3 Tage, für mich ja auch. Alle 3 Tage sind 3 oder 4 Videos. Wild. Na gut, gehen wir mal rein. Top Spiel. Ich hoffe, dass Bochum der benötigte Aufbaugegner war. Endlich mal Spielwitz und Einsatz. So macht es wieder Spaß zu gucken. Auch ein Kane wurde endlich einmal mit eingebunden und gesucht. Etwas weniger Egoismus, dann hätte er noch 2 bis 3 Dinger machen können. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Bin gespannt, ob diese Leistung in Leipzig abrufbar wird. Denn diesen Gegner kennen wir ja. Tell immer wieder Wahnsinn, was er zurzeit bringt. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf erstmal. Ja, kann ich im Großen und Ganzen so unterschreiben, aber erstmal, wie gesagt, ist noch das Spiel in Münster. Ich denke, das sollte man auch nicht unterschätzen. Drittligist, der um Abstieg spielt. Pokal ist aber immer so eine Sache. Und ja, danach können wir da mal an Leipzig denken. Aber auch gegen Leipzig, man hat es schon im Supercup-Spiel gesehen, werden wir natürlich Platz haben. Ja? Vielleicht jetzt nicht so viel Platz wie gegen Bochum, ja, natürlich nicht. Und natürlich kommt da eine Menge mehr Offensivpower auf uns zu. Aber ja, ich kann nur hoffen und beten, dass wir jetzt in der Mitte bei Kimmich 6 und Leimer 8 bleiben. Ne? Ich denke, das ist auch gerade gegen Leipzig wichtig, dass du da so eine Pressing-Laufmaschine wie ein Leimer hast. Aber wer weiß, wir werden sehen. Ich greife vor. Erstmal Kommentare hier und dann erstmal Spiel gegen Münster. Kane genial, überragende Assist, todsicherer Elfer, defensiv mega stark. Ja, ich war auch komplett geflasht von Kane, sag ich so ganz ehrlich. Ja, der Kane-Hype im Supercup-Spiel war natürlich komplett nicht berechtigt, ja, weil man da noch gar keine Vorstellung hatte, außer man war irgendwie England-Kenner und hat jedes Spiel von Tottenham gesehen oder so. Aber allein, was der Mann vorbereitet, welches fußballerisches Verständnis der auch hat und wo der sich überall aufhält auf dem Feld. Ja, er ist ja nicht ein Stürmer, der nur vorne im 16er steht und wartet, dass mal irgendwas kommt, irgendwas passiert. Nein, das ist er auch noch. Ja, also das ist echt ein Phänomen. Also wenn er das immer so spielt, Alto Belli. Oder wenn das noch besser wird, dann kann ich nur sagen, Alto Belli. Ja? Mehr ist da nicht zu sagen. Ich bin sehr gespannt, ey. Es ist auf jeden Fall krass. Zu Kane kann man nur eines sagen, super Spieler, absolute Weltklasse und auch ein super Mensch. Few words, but that's it. Yes. Der Licht war stark, hinten total solide und Tor Hammer. Ja, und vor allen Dingen, er hat, weil das ja auch in den Kommentaren so bei den anderen Videos stand, kann ich ja mal ein bisschen mit drauf eingehen, die ich so gelesen habe und ein paar auch beantwortet habe. Ja, Tuchel würde De Ligt nicht oder benachteiligen, weil er der schlechtere Aufbauspieler ist. Also meine persönliche Meinung ist, De Ligt ist im Aufbauspiel auf jeden Fall 10-mal besser wie ein Upamecano. Nichts gegen Opa. Opa ist, wie gesagt, Fighting-Maschine, grundsolide, Abwehr und so weiter, müssen wir nicht drüber reden. Aber Spielaufbau hat De Ligt auf jeden Fall was voraus, ja. Das sieht man auch an seinen langen hohen Bällen oder sowas. Sowas siehst du von Opa gar nicht. Ja, wann mal? Opa spielt immer den Ball irgendwie in der Mitte, will er den Kimmich außen vor lassen, wenn der Kimmich da einen rauszieht, will den Ball irgendwie dann auf den Sané spielen oder auf den Achter, der da rumkrebselt und dann wird der Ball abgefangen. Das ist alles, was ich von Opa im Aufbauspiel sehe. Ansonsten sehe ich den Opa nur auf den Außenverteidiger legen oder auf dem Innenverteidiger den Ball legen. Also ja, ab und wann mal, wenn alles zugestellt ist oder so, er Platz hat, dann geht er mal ein paar Meter. Keine Frage, das kann er. Aber ich denke, das kann jeder Innenverteidiger bei uns. Also ich sehe jetzt aber nicht, dass ein Opa ein besseres Aufbauspiel hätte wie ein De Ligt. Oder dass ein Opa jetzt unbedingt super viel schneller wäre wie ein De Ligt, sehe ich auch nicht. Und ja, I don't know. Aber es geht nicht nur um Opa, es geht auch um Min-Jae. Also ja, Min-Jae wird wahrscheinlich das beste Aufbauspiel haben, wenn er mal bei uns angekommen ist. Hat er ein paar Mal schon angedeutet. Aber bisher war das halt auch das Aufbauspiel von ihm so semi, ne? Muss man auch mal fairerweise sagen. Jetzt nicht auf das eine Spiel bezogen, sondern mal so allgemein gesagt.
kleiner Abstecher. Hallo lieber Red Moon, ich bitte mach weiter so. Ich warte nach jedem Spiel auf deine Reaction und Analysen. Du bist der Beste. Ja, gut. Der Beste. Ne? Dankeschön für die lieben Worte. Kane, 3 Tore, 2 Tor vorbereiten, war hinten, Mitte und vorne Weltklasse. Ja. Du packst es, alles, was ich in 5 Minuten erzähle, in einen Satz. Perfekt. Bin sprachlos. Harry Kane wurde auch auf einmal so viel mehr eingebunden. In allen Belangen Riesenschritt gemacht. Konnte es nicht glauben, dass das unsere Jungs sind nach allem. Man muss sie auch loben, wenn es verdient ist. Ja, da bin ich ganz bei dir. Habe ich ja auch getan in dem Video, auch bei der Reaction auf die Pressekonferenz. Man muss aber auch abwarten, ob es gegen eine starke Mannschaft auch so klappt. Und das werden wir nächsten Samstag schon erfahren. Ja, aber nichtsdestotrotz, man muss, so wie es Bastard Doggy 5389 schreibt, wenn die Leistung gut ist, muss man sie auch mal loben. Punkt. Und egal, was dann danach das Spiel ist oder was 4 Wochen danach ist, wir leben im Jetzt. Ja, wir kritisieren die Mannschaft auch, wenn sie im Jetzt scheiße spielt und sagen dann nicht, ach ja, vielleicht wird's ja dann in 2 Wochen besser. Nee, machen wir auch nicht. Und von daher fangen wir auch nicht an, jetzt hier sowas klein zu reden. Ja, das war eine super Leistung. Es waren alle stark und da muss man das auch mal lobend erwähnen und nicht anfangen zu sagen, ja, aber wer weiß, was passiert, wenn wir gegen Leipzig spielen. Ja, das werden wir dann sehen. Aber jetzt hier, ja, muss man die lobenden Worte finden. Punkt. Eine interessante Uploadzeit. Ich bin voll deiner Meinung. Endlich haben wir so gespielt, wie wir es können. Und Kane hat einen Rekord gemacht. 7 Tore in 5 Spielen für Bayern. Ja, ich denke, die Rekorde sind in Kane relativ wumpe. Sonst wäre er ja wahrscheinlich auch in England geblieben. Aber natürlich schön. Für ihn persönlich. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, dass es das erste Spiel war, wo er wirklich mal eingebunden war. Ja. Also jetzt stellt euch mal vor, er wäre die ersten Spiele auch schon eingebunden gewesen. Oder stellt euch mal vor, was die nächsten Spiele noch sein könnte. Also ich bin sehr gespannt. Interessante Uploadzeit, ja, habe ich in dem anderen Video schon kurz erklärt, kann ich ja auch noch mal kurz machen. Eigentlich sollte dieses Video vor der Reaction zur Pressekonferenz schon erschienen sein. Hatte ich auch so eingestellt bei YouTube. YouTube hat dann irgendwie gedacht, ach nee, mache ich doch nicht. Und ich habe da, bevor ich ins Bett gegangen bin, saß ich auf dem Scheißhaus, guck auf mein Handy und lese eine Push-Up-Nachricht, ich glaube im Discord war es, ob heute noch eine Analyse rauskommt. Dann habe ich mal kurz reingeguckt bei YouTube und habe das Video nochmal veröffentlicht. Und deswegen war es dann 1:45 Uhr. Ich werde in Zukunft zweimal schauen, nochmal extra nachschauen, ob es dann auch wirklich öffentlich ist, weil YouTube da manchmal ein bisschen rumzickt. Ja. So viel dazu. Na, das war ja fast schon eine Liebeserklärung an Kimmich. Kimmich war bärenstark. Ich habe es immer gesagt, wenn Kimmich bärenstark ist, könnt ihr auch gerne mal die Videos vor 2 Jahren gucken. Ich erinnere mich da an so ein Spiel in Dortmund, wo ein Kimmich überragend war. Dann kann man das auch erwähnen. Ja? Und wenn Kimmich endlich mal rafft, welche Posi er spielen soll unterm Tuchel und er die dann so interpretiert, wie er es gegen Bochum gemacht hat, dann bin ich fein mit dem Kimmich. Fertig. Ne? Wenn er aber nur quer und nach hinten spielt und dann zweimal seine komischen Lupfbälle und nicht in dem Raum steht, in dem er stehen soll, dann kriegt er auch wieder auf die Fresse von mir. Ganz einfache Kiste. Das ist immer, was ich sage. Ja? Weil mir immer manchmal unterstellt wird, ja, du magst ja den Kimmich nicht oder du magst den Gnabry nicht oder du magst den Goretzka nicht und du magst lieber den Leimer oder magst lieber den. Nee, den Leimer habe ich auch in der Champions League für seine Defensivleistung eine Note 6 bewertet. So, Punkt. Ja. Auch nochmal kurz abgeschweift, aber nur um das mal klarzustellen. Na klar habe ich Spielertypen, die mir so ein bisschen besser gefallen, weil sie mehr fighten und so. Aber gegen Bochum war die ganze Mannschaft on point und wenn Kimmich da so eine gute Leistung bringt, dann kriegt er auch das Lob dafür. Hat er sich ja verdient. Ne? Und andersrum genauso die Spieler, die ich mag, wenn die Scheiße spielen. Aber ich habe eh nicht so den Lieblingsspieler. Das hatten wir ja schon mal das Thema. Ich habe keinen Lieblingsspieler bei uns. Ja, ich finde De Ligt geil, weil er der Typ Anführer ist und der Typ, wo man merkt, er haut sich rein, alles für den Verein. Genauso wie Bartel merkt man das. So beim Sané merkt man das immer nicht. Ja, auch jetzt, wo er eine gute Phase hat, ja, aber da kommt das nicht so rüber. So, da kommt bisher immer so Ich-AG-mäßig, weißt du? Und beim Gnabry brauchen wir gar nicht erst anfangen, ja. Goretzka nehme ich das auch immer noch ab, so für einen Verein reißt er sich den Arsch auf. Aber bei vielen Spielern denkst du, Alter, es ist eher mehr so Ich-AG-mäßig, ne?
Aber ganz anderes Thema, da müssten wir mal ein Fass aufmachen, müsste ich ein extra Video zu machen. Aber können wir mit Sicherheit auch mal in einen nächsten kommenden Streams mal gerne besprechen. So, was hattest du noch? Sonst war ich fertig, oder? Kane Wahnsinn, absolute Maschine, Alter. Also das kannst du gar nicht hoch genug. Er hat im Strafraum die Qualitäten eines Lewandowskis und ist gleichzeitig noch ein Spielmacher, Alter. Ich meine, Levi hat sich zwischendurch auch mal fallen lassen, hat auch mal den einen oder anderen feinen Pass gespielt. Aber im Kane ist das so, ja, so locker, so selbstverständlich und komplett, ja, auch schmerzfrei so. Er hätte ganz, ganz viele Bälle viel, viel eigensinniger aufs Tor schießen. Er hat zweimal hat man gesehen, dass er auch ein wirklich Neuner ist, ne? Wo er dann wirklich auch den Schuss genommen hat, wo er auch nochmal hätte ablegen können. Aber ansonsten ist er auch super uneigennützig. Ne? Wenn er irgendwie außen ist und er ist oft außen, dann flankt er, spielt quer. Wild, ganz wilder Typ, Alter. Selten so einen Stürmer gesehen, so einen Stürmertypen halt, ne? Schon wild. Hoffe, dass es nicht so wie in der letzten Saison nach dem Schalke-Spiel, danach der Schuss nach hinten losgeht, wird Zeit, eine Serie zu starten. Ja, sehen wir es jetzt mal, Serie starten. Ich denke mal, du meinst spielerisch, weil vom Ergebnis her, wir haben einen Unentschieden, sonst alle Siege, also. Wenn das keine Serie ist, weiß ich auch nicht. Aber ja, spielerisch war das jetzt endlich mal der Mega-Step, ja. Und wie ich schon sagte, gerade auch für mich persönlich, so Kimmich hat einen Mega-Step gemacht, dass er endlich mal so die Pose gemacht hat und nicht mehr, ja. Und der hat trotzdem riesen Impact auf dieses Spiel gehabt, ne? Und es wäre ja schön, wenn er das auch mal selber reflektieren würde und so sehen würde. Weil er war so viel stärker und auffälliger in diesem Spiel, obwohl er diese Position der 6 gespielt hat, anstatt wie er sonst spielt und überall rumeiert und alles durcheinander wirbelt, ne? Vielleicht muss er das jetzt endlich mal, vielleicht hat das mal Klick gemacht, ich weiß es nicht. Wir werden es die kommenden Spiele sehen, ne? Vielleicht war es auch jetzt nur eine Eintagsfliege, wie du sagst, GP, wer weiß. Ja, dann gibt's die nächsten Videos wieder auf den Deckel, ganz einfache Kiste. War selber im Stadion, gutes Spiel von uns, wir waren 90 Minuten dominant und müssen es so beibehalten. Ja, wir waren auch von Anfang an und wirklich 90 Minuten endlich mal dominant. Endlich mal wieder Bayern-like gespielt, ja? Klar, vielleicht, wir hatten, wie gesagt, so 10 Minuten einmal mal einen Gang rausgenommen, ist auch völlig okay, viele Wechsel, das muss man sich ein bisschen finden und so. Aber man hat nie das Gefühl gehabt, dass wir jetzt sagen, ach ja, 3-0, komm, wir schalten wieder 5 Gänge nach hinten, spielen den Ball wieder hinten rum. Was uns mehr Kopfzerbrechen bereitet, wenn wir diese Spielweise an den Tag legen, als wenn wir einfach weiter nach vorne spielen und den Gegner nicht wieder zurückholen ins Spiel. Und weiter. Vielleicht machen wir noch ein Tor, vielleicht machen wir kein Tor, aber den Gegner weiter beschäftigen, den Gegner weiter müde spielen. Und das haben wir gesehen, das kannst du auch mit Ballstaffetten machen, die einfach nach vorne hin sind und nicht hinten rum. Wo du dann wieder irgendwelche Innenverteidiger oder sonst was in irgendwelche Schwierigkeiten bringst. Ja, klar, am Ende des Tages, es war nur Bochum, aber es war auf jeden Fall der richtige Step. Für mich sind Kane, Kimmich mit der Performance, vor allem Sané, Minje, De Ligt, Davis absolut gesetzt mit den Leistungen momentan. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie du das meinst, ob das jetzt nur auf das eine Spiel bezogen war. Ich lese erstmal weiter. Ich finde, dann gibt es Spieler, die die Nase vorne haben, wie Koman, Musiala, Leimer, Mazraoui, die es gut machen, aber jetzt konstant gute Leistung bringen müssen. Gibt noch ein paar, die es ordentlich machen, außer Gnabry. Er ist irgendwie im absoluten Formtief, aber vielleicht wird er wichtig in der K.O.-Phase. Ich finde unseren Kader echt stark. Wir sind vorne schon teilweise überbesetzt. Wenn alle fit sind, Müller, Musiala, Tell, Gnabry, könnten alle auch Stamm spielen. Die hinteren 4 Kette finde ich auch gut mit 3 Weltklasse IVs. Links Davis, Rafa und Kretzig, rechts Mazraoui, Leimer im Notfall, Opa, wobei, wenn Stani zurückkommt, ist da eigentlich kein Bedarf. Sehe. Ja gut, aber Stani kommt ja, wenn, dann erst nächstes Jahr zurück. Ich finde, wenn wir noch einen Weltklasse-Sechser hätten, damit man auch Leimer bei Bedarf auf FV schiebt, dann wäre Weltklasse. Ja, wobei Leimer nicht den Sechser gespielt hat, ne? Gegen Bochum, muss man mal ganz klar sagen. Er war ganz klar der Achter und Kimmich der Sechser. Gut. Kane, Kimmich, Sané, Minje, De Ligt, Davis, absolut gesetzt mit den Leistungen momentan. Kane stimme ich dir natürlich zu. Kimmich, ja, wenn er jetzt das endlich mal verinnerlicht mit der Posi, bin ich bei dir. Ansonsten bisher nein. Er hat jetzt ein gutes Spiel gemacht, das ist richtig, aber wenn ich jetzt mal alle Spiele mit einbeziehe, ist bei Kimmich nicht gesetzt, Minje auch nicht.
Davis auch nicht. Sané, ja, bisher durchgehend gut. Kane durchgehend gut. Ja, der Rest gesetzt finde ich schwierig halt. Aber ja, da hat ja immer jeder so seine Meinung, ne? Bei mir wäre zum Beispiel ein Conny definitiv gesetzt. Bei mir wäre auch ein De Ligt gesetzt, auch wenn wir von ihm noch nicht viel gesehen haben, weil ich schon wie ich mehrfach betont habe, ich finde, dass da hinten einfach ein Anführer sein muss, der die Viererkette führt, und da sehe ich ihn halt einfach in dieser Rolle. Und gerade gegen Gegner wie Leipzig wird das super wichtig sein, ja, dass wir da eine koordinierte Viererkette haben und auch ein Sechser, der ein Sechser ist. Ja. Ich finde, heute hat Leroy eine glatte 2 verdient, besonders auch aufgrund seiner diesmal durchgängig positive Körpersprache. Da stimme ich dir voll zu. Körpersprache habe ich diesmal auch nichts Abfälliges gesehen, hat mich super gewundert, weil ja doch wieder so ein paar Szenen waren, wo man hätte sich aufregen können oder den Kopf hängen lassen können, wo er mal ein, zwei Mal nicht angespielt wurde. Nee, hat mir auch sehr gut gefallen. Hammer Spiel, by the way, 7 wichtig, Tordifferenz, bisschen polieren. Man hat gesehen, letztes Jahr Tordifferenz kann eine Meisterschaft retten. Ich glaube, Schupo, Kretzig, ETC sollen auf ihre Spielzeit kommen und vor allem den anderen auch ein bisschen Kraft sparen lassen. Bayern hat eigentlich nur noch englische Wochen bis Winter. Da ist es wichtig, mit diesem dünnen Kader solche leichteren Spiele ein bisschen zu rotieren und Kraft zu sparen. Außerdem kann man so auch ein bisschen testen, denn Tuchel hat sich hier das erste Mal getraut, mal ein bisschen was zu ändern. Und es hat gefruchtet. Geile Videos. Kai, wirst mich bis zum Ende der Saison begleiten. Grüße aus der Heimatstadt des FC Bayern. Ja, erstmal Grüße zurück nach München. Ja, Tordifferenz natürlich. Haben wir letztes Jahr gesehen, ja, dass die entscheidend sein kann. Ja, dass die Spieler, die hinten dran sind, was ein Schupo ist, was ein Kretzig ist und so weiter. Ja, ich denke auch, ne, wenn du so eine Spiele hast, das ist ja auch immer, was ich sage, wenn es halt so eine Spiele sind, in den vermeidbar leichteren Gegner, ja, stell halt die Besten auf, gib Gas, 30, 40 Minuten, wenn es 3-4-0 steht, ja, dann kannst du ab der 60. durchrotieren, ne? Ja, du kannst auch, wenn du einen Stamm hast, ja, irgendwann mal 4, 5 Spieler, die das Gerüst sind, dann kannst du auch von Anfang an schon ein bisschen durchrotieren. Das ist ja jetzt nicht so, dass ein Schupo das nicht könnte oder auch ein Kretzig oder egal, wen du dann nimmst, ne? Aber ich denke mal, so weit sind wir jetzt noch nicht, um zu sagen, wir haben jetzt dieses Gerüst von 4, 5 Spielern. Aber wir sind, oder sagen wir mal, das Spiel war für eventuellen Wegweiser. Ich weiß es nicht. Ja, wir werden sehen, was die nächsten Spiele bringen. Was jetzt nur eine Eintagsfliege war, spielerisch gesehen, weil das, was wir vorher gesehen haben, war eigentlich nur, wir haben die Spiele nur gewonnen durch Einzelaktionen, ja, durch individuelle Klasse. Punkt. Durch nichts anderes. Dass ein Harry Kane da war und dass ein Leroy Sané da war. Der Musiala, dass der da mal einen guten Tag hatte, so eine Geschichte. Und heute war es dann wieder gegen, was heißt heute? Gegen Bochum war es dann endlich mal so, dass die komplette Mannschaft mal zusammengespielt hat. Haben wir lange nicht gesehen. Ja. Vielleicht kriegt Tommy Tuchel langsam Step by Step nun die Bayern-Maschine ins Rollen. Ich glaube von Anfang an Thomas Tuchel, da ich ihn bei Paris und Chelsea auch im Alltagsgeschäft Ligaspiele verfolgt habe. Champions League hat er ja Paris ins einzige Champions League-Finale der Weihnachtsgeschichte geführt und Chelsea auf Platz 11 oder so in der Liga übernommen, in die Top 4 geführt, Champions League gewonnen, im Halbfinale gegen Real Madrid gewonnen, Finale gegen Pepsi Man City gewonnen. Kann man nicht hoch genug einschätzen, habe es hier nochmal gepostet, da Mutig meinte aufgrund, ja, ich habe den Kommentar auf den anderen, im anderen Video schon gelesen gehabt, aber ja, hier reagiere ich halt, ja, hier im Video drauf. Ja, ich hoffe es. Ja, ich hoffe es, dass es jetzt nicht nur eine Eintagsfliege war. Ich denke auch, die Spiele davor war ja auch leichte, kleine Steps, habe ich ja auch gesagt. Aus meiner Sicht waren das auch schon kleine Steps in die richtige Richtung. Ja, Bochum war dann jetzt so vom Kaliber her wahrscheinlich der richtige Gegner und leider mit der falschen Taktik, dass man gegen uns Mann gegen Mann spielt in unserer Hälfte, ist halt nicht wirklich schlau. Ja, dafür sind wir individuell halt einfach viel zu stark. Und das hat Bochum das Genick gebrochen am Ende des Tages. Ja, dass ein Thomas Tuchel ein guter Trainer ist, das habe ich schon in Dortmund gefunden, auch wo er in Mainz war schon, ja. Dass das dann bei Paris und Chelsea auf höherem Level und auch mit
stärkeren Vereinsführungen oder komischen Vereinsführungen gemanagt hat, ist auch richtig. Der große Unterschied für ihn ist halt einfach, bei Paris und auch bei Chelsea, hat er ja auch mal durchklingen lassen in einer der letzten Pressekonferenzen. Oder was in diesem Interview von der Zone, ich weiß es gar nicht. Da hat er es sagen gehabt, ja. Nimm Chelsea, guck mal rein, was er alles gekauft und verkauft hat. Und wenn dann jemand gekauft wurde wie so ein Timo Werner und der hat nicht gepasst, ja, dann hat er ihn auch eiskalt auf der Bank versauern lassen, war ihm scheißegal. Ja, und bei Paris dasselbe, da hat der Scheich den Koffer aufgemacht und dann wurde das gekauft, was Tuchel haben wollte. Und das ist bei uns halt ein bisschen anders, ja. Aber vielleicht kriegt er jetzt auch mal die Kurve, um zu sagen, jo, dann nehme ich jetzt mal das Spielermaterial, was ich habe und guck mal, was ich daraus basteln kann. Ja? Also ich denke, wir haben auch genug fähige Spieler, die vielleicht auch mal eine Position interpretieren können und vielleicht auch mal ein bisschen dazulernen können. Ne? Und nochmal, vielleicht hat es beim Kimmich Klick gemacht. Ich weiß es nicht, vielleicht war es nur eine Eintagsfliege, wir werden es sehen. Aber vielleicht hat es Klick gemacht einfach. Oder Leimer ist einfach der bessere Part für ihn, weil Leimer vorne den Raum schon komplett alleine beackert, sodass er da gar nicht reinstoßen muss. Ich weiß es nicht. Ne? Wir werden es vielleicht die nächsten Spiele sehen. Ich weiß nicht, wie Tuchel das sieht. Ob er dann auf einmal wieder auf Goretzka und Kimmich switcht im Mittelfeld. Was aus meiner Sicht ein Fehler wäre. Nichts gegen Leon, er hat gut gespielt die ersten Spiele, sogar teilweise besser wie Kimmich. Aber wenn du das jetzt mal verglichen hast, diese Dynamik im Mittelfeld, ob es jetzt an Leimer liegt oder an Kimmich, weiß ich nicht. Ich denke mal vielleicht ein bisschen von beiden. Wir werden es die nächsten Spiele beobachten können. Aber wenn Kimmich so eine Leistung bringt und dann vielleicht noch defensiv einen Tacken stärker wird, ja, dann musst du auch nicht dich im Winter da hinstellen und irgendwie 65 Millionen für irgendein paar Linien ausgeben, Alter. Ja, da müssen wir dann auch mal auf dem Teppich bleiben, Mann. Sané spielt zurzeit super, das ist richtig. Wir hoffen, dass der Tuchel seine Lehre daraus zieht mit dieser Aufstellung und dass es nicht nur eine Eintagsfliege wird. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Habe ich ja jetzt gerade schon gesagt. Vor allem auf Leimer Kimmich, diese Kombo. Ja, da bin ich sehr gespannt, ob er da seine Lehren draus zieht. Aber anscheinend, er hat es ja dann heute auch nochmal in der Pressekonferenz angesprochen, anscheinend sind wir ja so ein bisschen weg von der 10, oder? Wenn ich ihn so richtig interpretiere. Weil er hat gesagt, ja, Musiala kann dann auch über die halblinke Position kommen. Also es kann sehr gut sein, dass wir eher dahin tendieren, in Zukunft vielleicht mit 2 Stürmern zu spielen, ne? Neben Kane. Vielleicht mit einem Tell, vielleicht mit dem Schupu oder mit dem Müller. Wobei Müller dann wieder so ein halbes Ding ist. Aber hört es sich so ein bisschen so an. Bin ich mal gespannt, wie das die kommenden Wochen wird. Tuchel meinte in Interviews nach dem Spiel, dass er Kane als klassischen Neuner im 4-1 beispielsweise besser sieht. Diese Meinung verstehe ich spätestens nach diesem Spiel überhaupt nicht mehr. Vor allem bei unserem Problem im Mittelfeld. Das 4-2-2-2 sah sehr gut aus, finde ich, weil Kane halt mehr Freiheiten hat und es aber dennoch einen Neuner gibt, in dem Fall Schupu. Tell könnte aber das Gleiche machen, der vorne den Raum abdeckt, bis Kane nachrückt. Ja, also mir hat das auch sehr gut gefallen. Das ist ja auch, was ich gerade gesagt habe, ne? Ich fand das jetzt auch nicht schlecht. 4-2-2-2 habe ich jetzt nicht gesehen. Für mich war das eher ein 4-1-1-2-2, wenn man das so darstellen möchte. Also für mich haben Leimer und Kimmich nicht auf einer Höhe gespielt. Ja, aber ansonsten vorne, ich fand's auch okay. Ja? Weil die Mitte ist immer zu. So. Und bisher war immer die Mitte zu und wir trotzdem alle immer in die Mitte rein. Ja. Aber es ist schön, dass wir immer gesehen haben, dass wir es halt auch mal anders können und mal anders versuchen. Und nicht nur alles in die Mitte rein. Ne? Also, ja, ich fand's auch nicht schlecht. Und ja, wir haben gesehen, was ein Kane kann, Alter. Das ist krank einfach. Und dann ist Schupu nach vorne rein. Ja, er hat zwar leider war er dann nicht zu sehen ab der 15. Minute. Oder ich habe ihn übersehen. I don't know. Aber ja, es war auf jeden Fall mal was anderes und es war super zum Anschauen. Ne? Und wir haben endlich mal Fußball gespielt. Ich hoffe einfach, dass diese Form konstant bleibt. Ja, das ist die große Herausforderung. Am meisten freut mich, dass Kane mit Pässen bedient wurde.
Ja, er war definitiv durch Sané super eingebunden ins Spiel. Ja, also das scheint ein bisschen, weiß ich nicht, die Antipathie weg zu sein. Ne? Bisher hatte man den Eindruck, so Sané gönnt dem Kane keinen guten Pass. Ja? Kane konnte leider noch keinen verwerten, dem ihn Sané aufgelegt hat. Aber umgekehrt hat Kane Sané halt auch super eingebunden und das Tor war ja Weltklasse vorbereitet. Ne? Nee, ich denke, da können wir uns noch auf, ja, viel Freude da vorne freuen mit dem Harry Kane. Denke ich schon. Egal, ob es nur Bochum war, endlich mal wieder ein rundes Spiel mit guten Leistungen. Ich bin so glücklich. Ja, ganz genau. Der Gegner, ja. Klar, es war Bochum, aber wenn du es andersrum siehst, klar, es war ein Heimspiel, trotzdem hat Bochum zu Hause gegen Dortmund 1-1 gespielt. Ja, am Ende auch mit ein bisschen Glück. Ja, aber trotzdem, man muss auch erstmal 7 Dinger machen gegen Bochum, ne? Passiert ja auch nicht jede Woche. Kane, Ausnahmespieler, Weltklasse als Spieler und Charakter. Kimmich das gezeigt, was er kann, freut mich für ihn. Jetzt muss Tuchel sagen, so will ich dich immer sehen. Leimer gezeigt, wo seine Stärken liegen, super. De Ligt, super stark, hoffe nicht schwer verletzt, hat alles dafür getan, dass er wieder spielt. Tell einfach Lauf. Denke, Pokal spielt er von Anfang an. Ja, ich hoffe es, ich gönn's ihm, wenn er vom Pokal von Anfang an spielen darf. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten ist dem nichts hinzuzufügen. Gar nichts. Perfekt zusammengefasst. Zu Schupo, er hat den Ball abgefangen, mit dem er allein aufs Tor ging und was zum Elfmeter führte. Ja, das weiß ich. Das habe ich wohl gesehen. Trotzdem habe ich ihn zwischen der 10 und der 15 Minute nicht mehr wahrgenommen auf dem Platz. So, das ist ja, was ich gesagt habe. Die erste Viertelstunde war ja auch bärenstark. Nicht nur das Tor gemacht, er war halt auch im Spiel drin, war eingebunden. Danach habe ich ihn nicht mehr wahrgenommen auf dem Feld. Die erste Halbzeit, ich habe ihn nicht mehr wahrgenommen. 30 Minuten lang, ich habe ihn nicht einmal irgendwie am Ball gesehen. Ich glaube, einmal im 16er, wo mal Harry Kane den Ball da reingespielt hatte. Das war alles. Und das finde ich dann schon arg wenig. Ja. Aber auch nur meine Meinung. Nächste Woche Leipzig, dann sehen wir, ob TT was gelernt hat. Weiß ich jetzt nicht, worauf bezogen. Meinst du auf Supercup-Spiel? Also im Supercup-Spiel waren wir jetzt auch nicht so schlecht, wie das Ergebnis dasteht. Thomas Tuchel was gelernt hat, was soll er lernen? Ich denke, er ist ein gestandener Trainer. Er muss einfach mal, ja, sich jetzt mal vom Kopf frei machen, was er anscheinend getan hat und mal die Spieler da einsetzen, wo sie ihre Stärken haben. Und da sind wir aktuell auf einem guten Weg mit diesem Spiel. Aber warten wir mal ab, wer weiß, vielleicht ist nächste Woche wieder alles wild durcheinander gewürfelt. Ich bin selber sehr gespannt. Wollte wieder über die Aufstellung meckern, aber bei einem 7:0 hat Tuchel mit allen recht gehabt. Positiv, wir sind von der ersten. Ja, aber es gab ja auch nicht viel zu meckern. Was gab es jetzt zu meckern bei der Aufstellung? Lass ich mal kurz überlegen. Ja, man hätte über Opa und Minjay nachdenken können, das zu tauschen. Und man hätte Tell für Schupo bringen können. Aber ansonsten hat das gespielt, was die beste Form hat. Ja, klar, du hättest sagen können, du spielst mit Musiala, dann hätte Coman vielleicht nicht gespielt. Ja, aber Musiala war angeschlagen und alles gut. Klar, man hätte auch mit Müller spielen können, wenn wir wieder mit einem klaren Zehner hätten spielen wollen. Oder mit so einem hängenden Neuner oder wie auch immer. Ja, aber haben wir halt nicht und es hat ja auch gut gefruchtet. Positiv, wir sind von der ersten bis zur letzten Minute dran geblieben. Dachte nach den ganzen Wechseln, okay, das wird nun langweilig, aber es waren nur circa 10 Minuten, wobei ein paar Gänge runtergeschaltet. Genau. Ja, was heißt runtergeschaltet? Wir haben halt einfach 10 Minuten gebraucht, um uns ein bisschen zu finden, ne? Viele Wechsel und dann braucht das halt einen kleinen Moment. Aber trotzdem haben wir es dann weiter versucht. So, das war das Schöne halt. Das erste Spiel unter Tuchel, das so dominant war, nicht wegen dem Ergebnis, sondern weil es keiner Wackler gab. Genau. Ja. Fetzig zeigt viel Positives. Er redet auf dem Platz, hat Kim Kommandos gegeben vor der Bälle und ist gleich im Spiel zu Tell, muss man nicht sagen. Ja, er ist halt genauso unbekümmert. Ne? Und das ist auch schön zu sehen. Aber war schon in der Vorbereitung so. Negativ, wenn man überhaupt was anmahnen kann, die Chancenverwertung war noch ausbaufähig und immer noch zu viele leichte Fehler, gerade im Passspiel. Ja, wie gesagt, ich kann mich von Opa an einen erinnern, dass du vorne mal Fehlpässe spielst, wenn du versuchst, schnell zu spielen oder so. Finde ich völlig legitim.
Du wirst keine Mannschaft sehen, die eine 100% Passquote hat. Das ist halt nicht. Aber von hinten raus im Aufbauspiel, auch vom Kimmich oder so, habe ich jetzt keinen gravierenden Fehlpass auf dem Schirm. Ja, wie gesagt, von Opa den einen, den habe ich auf dem Schirm. Kann natürlich sein, dass ich irgendwas übersehen habe. Aber wie gesagt, wenn du mal einen Fehlpass in der gegnerischen Hälfte hast, das musst du halt mit einplanen. Dadurch versuchst du ja Chancen zu kreieren, das Spiel schnell zu machen oder sonst was. Also das finde ich schon okay. Was mich nur immer triggert, sind halt die Fehlpässe, die in der Mitte den Ball den Gegner in die Füße spielen, der direkt aufs Tor marschiert. Also so eine Dinge halt, ne, was wir in den ganzen Spielen drin hatten. Und das war diesmal auf jeden Fall besser. Lag aber natürlich auch daran geschult, dass das Bochum jetzt nicht so dann in den Räumen auch zugange war, ne? Mal abgesehen von der Anfangsphase. Zu Kim muss man sagen, defensiv ist er sehr stark, aber man muss sagen, mit dem Ball ist das auch ausbaufähig. In Italien hatte er ein gutes Aufbauspiel. Das Problem sieht man jetzt, die Liga ist deutlich langsamer als die Bundesliga und seine Schwäche in Italien, er war nicht druckresistent. Das sieht man nun sehr deutlich. Sobald er angelaufen wird, gehen die Bälle an Ulle oder Davis und gerade Davis bekommt oft sehr knappe Bälle. Das stimmt, da war auch ab und wann mal, wie du sagst, so ein knapper Ball, wenn man das so formulieren möchte, oder ein bisschen ungenauer Ball. Ja, da darf man aber auch nicht vergessen, der Gute ist 5 Wochen bei uns, hat auch an fast oder relativ wenig Vorbereitung teilgenommen, kam aus dem Militärdienst, gibt den Jungen mal bis zur Winterpause Zeit. Ja? Genauso wie so ein Harry Kane, obwohl der jetzt schon performt wie ein Biest. Aber gibt den Jungs, die jetzt da sind, mal bis zur Winterpause Zeit und ich denke, dann kann man das mal ein bisschen beurteilen. Er muss sich halt erstmal an die Liga gewöhnen, an den Fußball, den wir auch spielen. Natürlich ist das ein anderer wie in Italien, ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich hoffe, wir zeigen dieses positive Spiel auch gegen Leipzig. Ach, ein Extralob an Kane, nicht wegen den Toren oder Vorlagen. Im Gegensatz zu Lever ist er auch hinten zu sehen. Verteidigt, hilft überall, ist einfach ein Leader. Ja, nicht nur das, er ist halt auch ein Aufbauspieler, Alter, ne? Also, der hat ja schon Spielmacherfähigkeiten. Ist ja wild. Er verlagert das Spiel auch mal, auch wenn er dann weiter hinten ist. Versucht dann auch das Tempo zu bestimmen aus dem Mittelfeld heraus. Das ist wild. Das ist richtig wild. Also wie gesagt, ich war schwer beeindruckt. PS, nun ein Video gesehen. Vieles sehen wir ja sehr ähnlich. Deine Benotungen sind mir persönlich ein Tick zu negativ. Auch Schupo habe ich nicht so negativ gesehen. Wir werden sehen, was wir gegen Leipzig machen. Ja, das sieht ja immer jeder ein bisschen anders, ne? Die Ecke von Kimmich war aber auch gut, weil ein Abnehmer war im Strafraum. Die Ecken waren vorher oft auch gut, aber wenn sich im Strafraum nicht mehr durchsetzt mit dem Kopf, bleibt es am Ende eine schlechte Ecke. Nee, das habe ich ja schon in einem anderen Video, der auch als geschriebenen Kommentar geschrieben. Sehe ich ein bisschen anders. Man hat ganz klar gesehen, dass 2 oder 3 Ecken waren es direkt, wie man es lernt, in der E-Jugend schon auf den Elfmeterpunkt gespielt wurden. Und das auch mit dem richtigen Speed und nicht wieder ja. Dann du kannst ja auch auf dem Elfmeterpunkt spielen, das Ding, bis dahin ist der Torwart 5-mal da. Ja. Die Ecken waren schon gut. Ja, auch diese etwas langsamen Dinger, die er dann weit rüber gespielt hat, ist so geplant. Muss sich ja dann halt der Spieler, der da ist, durchsetzen, klar. Aber natürlich gehört immer auch der Empfänger dazu, ja. Ob eine Ecke gut wird oder nicht gut wird. Aber wie viel Ecken die Kimmich getreten hat, kannst du ja gerne mal gucken, ob du eine Statistik findest. Aber wie viele Ecken werden einfach vom Torwart runtergepflückt? Oder wurden vom Torwart runtergepflückt? Ich würde behaupten, jede zweite Ecke, die ich in den letzten Wochen und Monaten von Kimmich gesehen habe, von 14 Ecken, die er mal in manchen Spielen getreten hat, wurden mindestens 7 direkt vom Torwart runtergepflückt. So, und das sind schlechte Ecken. Punkt. Ja. Und da bringt ja auch nichts, wenn da 5 Bayern-Spieler im 5-Meter-Raum stehen. Ja, wenn man so eine Ecken spielt. Nee, die Ecke gehört auf dem 11er-Punkt und da gehört dann einer reingestoßen, der da reinfeuert. Oder die andere Variante, wie wir sie gespielt haben, bis hinter den zweiten Pfosten, dass da ein Abnehmer ist, der das Ding nochmal scharf macht und entweder reinköpft oder annehmen kann oder sonst was. Alles okay, finde ich legitim. Aber man hat schon gesehen, dass er die Ecken versucht hat, auf den Elfer auf den Elfmeterpunkt zu ziehen und das auch mit einem vernünftigen Tempo und nicht hier Bogenlampe hoch 10, die 300 Kilometer unterwegs ist. Ja. Also das war schon stark verbessert.
Aber klar, wenn natürlich dann Harry Kane auf dem Platz ist, wenn Choupo auf dem Platz ist, der auch ein starker Kopfballspieler ist, wenn dann auch ein De Ligt auf dem Platz ist, der auch ein richtig starker Kopfballspieler ist, wenn dann noch ein Leimer da vorne mit rumhampelt, der ja auch nochmal für Unruhe sorgt, dann hast du natürlich da auch Abnehmer, ja, ist ja gar keine Frage. Und na klar muss sich so ein Harry Kane halt auch erstmal finden. Gerade bei Ecken und sowas alles. Ne? Das wird alles seine Zeit dauern. Aber man muss sagen, Kimmich, die Ecken waren stark verbessert. Und bei Kimmich hat man das Gefühl gehabt gegen Bochum, hat's Klick gemacht, hat sich ein Schalter umgelegt. Vielleicht war es das Zeichen aus der Nationalmannschaft, wo er die Kapitänsbinde abgeben musste. Wo Nagelsmann jetzt gesagt hat, nee, das bleibt so. Vielleicht war das der Schalter. Dass er mal sieht, ja, irgendwas läuft ja gerade scheiße, wenn man mir jetzt schon die Binde wegnimmt. Das ist ja jetzt nicht so dann der Vertrauensbeweis, dass man sagt, oh ja, das ist aber hier unser Leader, unser Anführer und der bringt ja Leistung durchgehend stark. Vielleicht war das so ein Kicker, ich weiß es nicht. Vielleicht gab es aber auch nochmal intern ein Gespräch, vielleicht gab es auch mal ein Gespräch innerhalb der Mannschaft, I don't know. Ja. Vielleicht war es auch nur eine Eintagsfliege, das werden wir die nächsten Wochen sehen. Dann kriegt er wieder auf den Deckel. Ansonsten, wenn er es so weitermacht, ist doch alles gut. Sehr mir die Leistung der Mannschaft gestern Spaß gemacht hat. Ich glaube, man kann sie nicht wirklich beurteilen. Bochum wollte seine offensive Ausrichtung auch gegen München fortsetzen. Vogel will trotzdem dafür Respekt. Bei den vielen englischen Wochen muss Tuchel rotieren. Gestern war der perfekte Zeitpunkt dafür. Aussagekraft hatte die Partie keine. Nö, das sehe ich ein bisschen anders. Natürlich, ja, habe ich schon mehrfach gesagt. Bochum hat den Fehler gemacht, gegen uns 1:1 zu spielen, ja, oder Manndeckung zu spielen in unserer eigenen Hälfte im Aufbauspiel. Allein Fonzie Davies hat das ganze System auseinandergerissen in der ersten Minute schon. Ja. Nichtsdestotrotz hat sich ein Kane noch nie so bewegt. Nichtsdestotrotz hat ein Sané noch nie den Kane so mit eingebunden. Und das lässt mich hoffen. Ja, und das hat nichts damit zu tun, dass es nur Bochum war. Also es waren viele Sachen viel, viel besser, auch die Ecken. Das hat nichts damit zu tun, ob da jetzt Bochum steht oder Leipzig oder Manchester City oder sonst wer. Was spielt das für eine Rolle? Wenn die Ecken einfach mal gut getreten sind, sind die Ecken gut getreten. Und das war bei Kimmich so. Und auch Kimmich hat die Position gehalten. Ne? Meiner Meinung nach, wenn ihr das anders seht, könnt ihr das natürlich gerne äußern. Meiner Meinung nach war er der klare Sechser und hat die Position gehalten. Und das gegen Bochum, wo er es nicht unbedingt hätte machen müssen. Ja? Und von daher finde ich das gar nicht, dass man jetzt sagt, kann man nicht beurteilen, was nur Bochum war. Finde ich nicht. Und vor allen Dingen, ja, du musst ja auch gegen Bochum erstmal die Chancen rausspielen. Um dann die 7 Tore machen. Es hätten auch 10 sein können, ja. Aber den musst du auch erstmal rausspielen. Ja. Und die andere Sache, wir haben nicht aufgehört. Sonst hören wir ja immer auf. Wir haben 20 gute Minuten und dann, ach ja, reicht jetzt. So, gerade jetzt, ja, spielen wir alle 3 Tage. Hätten wir jetzt alles recht sagen können. Ach komm, lass sein. Steht 3:0 oder 4:0. Komm, jetzt ist gut. Jetzt spielen wir den Ball wieder hinten rum, eiern schön rum, so wie wir es die ganzen Wochen getan haben. Und das haben wir halt nicht gemacht. Und das ist doch jetzt völlig Wurst, ob der Gegner da Bochum heißt oder sonst wie hieß. Also. Na klar ist Bochum jetzt nicht der Gradmesser, da gebe ich dir natürlich recht. Aber man darf das jetzt auch nicht zu schlecht reden. Ja, man muss die Mannschaft loben, wenn sie gut spielt und das hat sie und das hat sie sich verdient. Keine ist ein bisschen übertrieben, alles in Bezug auf Positionsspiel, die Art und Weise und der Wille bis zum Abpfiff Gas zu geben, ist aussagekräftig. Ja, komm. Ich hätte einfach erstmal weiterlesen sollen, hätte ich gar nicht selber beantworten brauchen. Natürlich ist Bochum kein Kaliber, aber nichts aussagen ist das Spiel nicht. Ja, habe ich ja gerade ausgeführt, bin ich genau bei dir. Trotz seiner Kritik in der Konstanz ist Leroy Sané für mich fast ein Neuzugang. Nee. Nein. Ich kann mich jede Saison daran erinnern, dass Leroy starke 10 bis 15 Spiele hatte am Stück. Oder auch sogar mal 2 richtig starke Monate. Und dann ist er eingebrochen. Jede Saison. Wirklich jede. Ja? Ich erinnere nur daran, dass er von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. So. Danach hat es dann Klick gemacht. Dann war er 2 Monate oder 2,5 Monate super stark, richtig gut. Und dann wieder rein in den Keller. Ja. Jetzt ist er wieder richtig gut. Die Form, die er jetzt zeigt, hat er schon mal gezeigt bei uns. Auch über, wie ich sagte, 10, 12 Wochen oder Spiele.
Nee, das ist mir zu früh. Wenn er das durchzieht bis zur Hinrunde, also bis zur Winterpause, dann definitiv gebe ich dir recht. Aber jetzt das schon zu sagen, nein, das hat er schon oft gemacht bei uns. Er hat jede Saison diese Phase, wo er richtig gute Wochen hat und danach wieder abtaucht. So, von daher fühle ich das noch nicht. Klar, schön zu sehen, dass er jetzt die Form hat. Gar keine Frage, dass er die Lust hat, die Form hat. Er sieht auch ein bisschen anders aus wie sonst, wie ich finde, weil er halt die Körpersprache auch ein bisschen geändert hat, gerade gegen Bochum. Da war kein Abwinken, kein dummes Anglotzen des eigenen Mitspielers oder sowas. Das lässt mich hoffen, dass es vielleicht diesmal, dass das jetzt vielleicht mal schafft, auf diesem Level zu bleiben. Aber jetzt den Tag schon loben, nee, fühle ich persönlich noch nicht. Mit 5 Auswechslungen bei so einem Spielstand sollte doch die Möglichkeit vorhanden sein, mehreren Spielern eine komplette Spielzeit zu geben. Du kannst 3 gleich in der Halbzeit auswechseln und hast immer noch 2 in der Hinterhand, sich jemand verletzt. Ja, ich denke, wenn wir 3 Wochen weiter sind, würde sowas auch passieren. Ja. Tuchel hat ja jetzt auch in der PK gesagt, so das Spiel gegen Münster. Ja, dass man das da auch machen könnte, aber man halt noch früh ist in der Saison. Ja, es ist ja jetzt noch nicht so, dass die Spieler jetzt schon super viele Spiele in den Knochen haben oder schon am Zahnfleisch gehen oder sowas. Wenn dem so sein sollte, ja, wird das mit Sicherheit auch gemacht werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und klar hätte man das jetzt auch schon machen können. Auf der anderen Seite, lass doch mal die Jungs sich auch ein bisschen einspielen. Gerade mit so einem Harry Kane und sowas. Fand ich schon okay, wie es gehandhabt wurde. Fand heute war da ein Topspiel von Minute 1 bis 90. Ja. So muss es weitergehen in Münster und vor allem gegen RB. Ja, erstmal in Münster muss es so weitergehen. Also ich denke, gegen RB wird alles motiviert sein. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Ich denke, man wird aber in Münster schon sehen, ob wir da genauso agieren. Ja, also von daher, von der Einstellungsgeschichte finde ich das Spiel in Münster schon interessanter wie das Spiel gegen Leipzig. Also um zu sehen, wie die Spieler in diesem Spiel agieren. Ne? Heavy ist eine absolute Maschine. Nun wissen alle, weshalb wir über 100 Millionen für ihn ausgegeben haben. Ja, definitiv. Er ist halt einfach so viel mehr als nur ein Strafraumstürmer. Hoffe, De Ligt hat sich nicht schwerer verletzt. Nee, hat er zum Glück nicht. Fällt aber aus für Münster. Ja. Gegen RB Leipzig wird es nicht so leicht. Bochum hat gespielt wie ein Absteiger. Ich denke auch, dass Gnabry auf die Bank gehört und langfristig verkauft. Es hat mich sehr gefreut, dass Fonsi endlich mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, Bochum spielt gegen den Abstieg, das ist ja keine Frage. Man muss aber auch sagen, dass wir halt Bochum auch dahin gebracht haben, dass sie so spielen. Ne? Das ist ja eben auch beidseitig. Na klar wird das gegen RB Leipzig eine ganz andere Nummer. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Ne? Allein von der Offensivpower, die da einfach auf dem Platz ist ja eine ganz andere. Ja? Also das ist doch klar. Und es ist auch ein Auswärtsspiel, kein Heimspiel. Aber ja, Leipzig ist jetzt für mich auch kein Gegner, wo ich Angst und Bange habe irgendwie. Nochmal, wenn wir diese Einstellung auf den Platz bringen, von der ersten bis zur 90. Minute, dann habe ich vor gar keinem Gegner in der Bundesliga Angst. Ja, dann hätten wir auch Leverkusen locker weggehauen. Aber da haben wir halt diese Phasen gehabt, wie wir sie haben. Ersten 20 Minuten gut, dann 20 Minuten schlecht. Zweite Halbzeit dann nur noch Halbgas. So. Klar, wenn du so gegen Leipzig spielst, wird das auch nichts werden. Spielst du gegen Leipzig, so wie gegen Bochum von der Einstellung her, so von der ersten bis zur 90 Minuten da bist und Gas gibst und versuchst nach vorne zu spielen, ja, musst du keine Angst vor Leipzig haben. Ja, klar, wenn Leipzig auch einen super starken Tag hat, haben beide einen super starken Tag. Ja, dann kann es auch mal ein Unentschieden geben. Aber ansonsten haben wir natürlich wieder so diese Phasen, wie wir sie bisher immer hatten, mal abgesehen von dem Spiel. Ja, dann kannst du natürlich auch auf die Fresse kriegen in Leipzig. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ist ja nicht so, als wäre unsere Abwehr jetzt super sattelfest, war. Aber ich denke, das ist einfach viel Einstellung und Kopfsache. So meine Vermutung. Wir werden es sehen. Ich denke, Münster wird da schon ein guter Wegweiser sein, wohin die Reise geht. Ja, und dann wird man es sehen gegen Leipzig. Leipzig ist super drauf. Ja, auch super stabil. Und das ist dann auf jeden Fall der nächste Gradmesser nach Leverkusen. Gar keine Frage.
Hab das Spiel leider nicht gesehen. Wer hat behauptet, dass Davis nicht dribbeln kann und nicht gut im 1 gegen 1 ist? Das ist sehr absurd. Dass Kane sowas kann, habe ich. Ich glaube, es waren Spiele gegen Bayern schon gesehen. Dort hat er schon seine schnellen Mitspieler so eingesetzt mit super Pässen in die Spitze. Einmal hat er einen ganzen langen Pass in den Laufweg von Son gespielt, extrem voraussehend. Ein Grund, warum ihn Bayern haben wollte. Ja, das ist mir auch klar. Ich habe ein bisschen von Kane ja auch gesehen. Ich weiß auch, dass er mal einen langen Pass spielen kann. Aber ich fand es halt so beeindruckend, dass er auf einmal zwischen den Innenverteidigern im Spielaufbau war. Das war krank. Er hat quasi den Kimmich gemacht. Ja? Hat dann noch mal 1-2 Mal den Pass, hat ihn dann rausgelegt und wo der Ball dann schon wieder Richtung 16er kam, war er schon wieder vorne im 16er drin. Leider kam der Ball nicht an in den 16er. Aber das alleine. Welcher Stürmer macht denn sowas? Welcher Stürmer hat denn auch das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen zu sagen, weißt du was, ich bin jetzt gerade hier, ich bin jetzt hier die Anspielstation im Spielaufbau zwischen den beiden Innenverteidigern. Vor allem, hätte das ein Levi versucht, die hätten den ja zusammengefaltet. Ja, so das fand ich so beeindruckend. Und das war ja gut, dass das so weit hinten war einmalig, aber ansonsten auch, wie oft er auf Höhe der Mittellinie war und das Spiel mit eingeleitet hat. Und wenn der Ball dann nach außen und dann wieder nach innen kam, dann war er entweder im Rückraum schon parat oder war schon wieder im 16er drinne. Also das war schon spielmachermäßig, ne? Also das war schon. Wer das war, ich kann es dir nicht sagen, stand in vielen Kommentaren, wo Davies mal schlechte Leistungen gezeigt hat. Habe ich, glaube ich, auch in so einem Kommentarvideo hier, glaube ich, auch drin gehabt, den Kommentar. Da haben aber viele gesagt, dass Davies das nicht kann. I don't know why. Es hat mich gefreut für Matthias de Ligt mit seinem Tor und da sieht man, dass es klappt mit Min und Opa oder Min und de Ligt und sicher auch mit Opa und de Ligt. Ja, Opa und de Ligt brauchen wir nicht drüber reden, haben sie letzte Saison gespielt. In der Abwehr. Tuchel hatte in der PK gesagt, es ist schwierig, einen Innenverteidiger auszuwechseln und dasselbe gilt für den Torhüter. So ein Quatsch. Wenn man gute Spieler hat, ist das kein Problem und das stärkt das zueinander. Und das stärkt das zueinander und jeder fühlt sich eingebunden, nur so geht das. Und jeder bleibt motiviert, anstatt zu versauern auf der Bank. Ja, bin ich erstmal grundsätzlich bei dir. Ich denke auch, gute Spieler können damit umgehen. Ich bin aber auch immer noch der Meinung, was ich jetzt auch schon zum 2 Millionensten Mal wiederhole, dass wir den Abwehrchef auf dem Platz brauchen. Punkt. So, und das ist für mich de Ligt. Fertig. Ja. Warum man das in der Vorbereitung so gehandhabt hat, dass man nicht einmal de Ligt und Min-Jae zusammen hat spielen lassen, weiß ich nicht, geht in meinen Kopf nicht rein. Ich denke, der Plan von Tuchel, den man daraus sehen konnte und auch aus den ersten Wochen, war anscheinend, dass Min-Jae de Ligt ersetzt. So, ich denke, das kann man daraus ableiten, was wir in den Vorbereitungsspielen gesehen haben und was wir dann jetzt auch in den ersten Wochen gesehen haben. Und da muss er auch nicht mit dieser Ausrede kommen, ja, die Ligt war mal ein bisschen angeschlagen in der Vorbereitung. Ja, yippie Schweinebacke. Aber ich denke, Tuchel ist schlau genug und wird auch gesehen haben, ja, dass da einfach der Organisator der Viererkette fehlt, ne? Das muss halt einer übernehmen. So. Und Min-Jae ist dafür noch nicht lang genug da, also. Ja. Vielleicht werden wir es öfter sehen. Man wird sehen. Ist natürlich jetzt schade für die Ligt, dass er wieder angeschlagen ist. Das heißt, nächstes Spiel ist wieder Opa und Min-Jae dran. Aber dann zu sagen, ja, es ist schwer, einen Innenverteidiger auszuwechseln, finde ich auch Schwachsinn. Ich meine, wenn es dann 3 oder 4-0 steht gegen einen schwachen Gegner, kannst du auch einen de Ligt rausnehmen, wenn er der Abwehrchef ist. Und ja, dann fängst du vielleicht noch 1 oder 2 im schlimmsten Fall, aber ist das so. Ist ja dann auch Wurst. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ja. Aber es liegt einfach daran, dass er für mich also er war letzte Saison der einzige Führungsspieler, der sich auch mal dagegen gestemmt hat. Ja. Und vom Einsatz her brauchen wir nicht drüber reden letzte Saison. Vorbild Nummer 1. Ja. Hatten Hernandez komplett vergessen lassen, was Einsatz und Wille und auch das für den Verein, ja, das hat man ihn halt so richtig abgenommen. Dass er nicht nur da ist wegen Kohle, die er kriegt, die er natürlich kriegt. So, das ist so, was mich an ihm beeindruckt. Und deswegen fand ich das zu sehen, wie man ihn versucht hat oder vielleicht immer noch versucht, ihn abzusägen. Ne? I don't know.
Vielleicht war das jetzt auch nur so eine Eintagsfliege, ich weiß es nicht. Wir werden es die kommenden Wochen sehen, wo die Reise hingeht in der Innenverteidigung. Ich bin sehr gespannt. Wenn Kimmich so wie gestern spielt, brauchen wir keinen defensiven Sechser mehr. Ja, das sehe ich genauso, zumindest was das Aufbauspiel anbelangt. Wird man natürlich dann so gegen so eine Mannschaft wie Leipzig oder so sehen, wie weit Kimmich das defensiv dann auch geregelt kriegt. Das war natürlich gegen Bochum jetzt nicht nötig. Aber das alleine, das Position halten, das Aufbauspiel war mega stark einfach von ihm. Nur Bochum, aber Dortmund nur 1-1. Ja, so sieht's aus. Zwar in Bochum, das ist immer noch ein bisschen was anderes, darf man auch nicht vergessen. Und wie ich schon sagte, ja, Bochum hatte dann auch ein bisschen Glück die letzten paar Minuten, hat Dortmund nochmal richtig gedrückt. Allerdings hatte Bochum vorher in dem Spiel die besseren Chancen wie Dortmund. Ne? Das muss man auch sagen, um in Führung zu gehen. Also ja, aber das kannst du eh mal schlecht vergleichen. Das war ein anderer Zeitpunkt und bla und Sülz. Aber man muss sich das nicht schlecht reden lassen, dass wir 7-0 gegen Bochum gewonnen haben. Da muss man jetzt den VfL nicht irgendwie super schlecht reden. Also alles gut. CM ist für mich genau wie Müller einfach kein Spieler mehr, der 90 Minuten gehen kann und im Regelfall auch nicht starten sollte. Erik Maxim Choupo-Moting, denke ich, heißt das, oder? Bringt man die zur 60. Minute, können sie nochmal Vollgas geben und haben viel mehr Impact auf das Spiel, als wenn sie sich ihre Kräfte für 60 bis 70 Minuten einteilen müssen. Bin ich bei dir, bei der Aussage. Ja. Oder man muss halt sagen, komm rein, du gibst eine Halbzeit Vollgas, ich nehme dich zur Halbzeit raus. So, die Möglichkeit sehe ich auch noch. Aber ansonsten ja. Das hat er halt einfach nicht mehr drinne in seinem Körper. Müller aber genauso wenig zum Beispiel. Aber hast du ja auch geschrieben wie Müller. Ja. Sehe ich genauso. Hast du 100% recht. Gnabry muss in der Winterpause noch verkauft werden. Den möchte doch keiner haben. Ihr versteht das immer nicht, ne? Das habe ich ja schon am Ende der letzten Saison gesagt, dass er muss verkauft werden. Auch wenn er dann das war ja auch das Thema. Eigentlich war ja Gnabry absoluter Verkaufskandidat Nummer 1. Was hat er dann getan? Er hat die letzten 5 Spiele, hat er 3,5 von richtig Gas gegeben, hat die Tore gemacht, was auch wichtig war für uns. Weil da vorne völlig, ja, weil keiner die Eier hatte, einen Tell aufzustellen, war Thomas? Und da war das Thema wieder vom Tisch, ne? So, dass ein Gnabry verkauft wird. Aber das Problem ist, er möchte nicht weg. Ne? Das ist das große Problem bei unseren Spielern. So, das war auch bei einem Kimmich so, bei einem Goretzka so, auch bei einem Mane so. Mane ist auch nur gewechselt, weil dann das Angebot aus Saudi-Arabien kam und die gesagt haben, wir zahlen dir das Dreifache, was du in München verdienst. Sonst wäre ein Mane auch niemals gewechselt. So, ja, das sind doch die Probleme. Und so Gnabry ist so Kimmich und Goretzka-Gang mit Sané noch so ein bisschen dabei. Da will keiner weg. Ist ja auch verständlich, wenn du mit deinen besten Freunden irgendwie Fußball spielen kannst, dann willst du doch nicht weg. Aber gerade dann müsste das ja auch ein Anreiz sein, Vollgas zu geben. Aber Gnabry ist ja genauso wie ich, der wird immer fetter und immer langsamer. Ja, und Einsatz und so, bei dem hast du, wenn du Gnabry spielt, denkst du nach 20 Minuten, also du kannst ihn auswechseln, der ist platt. Ja, der pumpt wie ein Maikäfer, also ganz wild. Weiß ich nicht, der ist absolut nicht in Form, der Mann. Ja? Ich verstehe halt nur nicht, warum man immer an ihm festhält. So, das sehe ich nicht. Das fühle ich nicht. Und nochmal, du musst erstmal einen Verein finden, der ihn 17 Millionen Jahresgehalt zahlt, sonst wird er nicht wechseln. Da muss am besten ein Verein kommen, der ihn 20 zahlt, damit er geht. Warum soll er weg aus der Wohlfühl-Oase München? Er bringt keine Leistung, darf trotzdem regelmäßig spielen. Ich weiß nicht, ob er intern kritisiert wird. Keine Ahnung, vielleicht, weil jetzt durfte er ja mal nicht spielen. Ich bin gespannt, ob er gegen Münster wieder in der Startelf steht. I don't know, schwierig. Ich bin aber bei dir. Wie gesagt, für mich hätte er schon in der Sommerpause weggehört. Aber nochmal, wenn der Spieler nicht will, ja, kann es den Spieler auch nicht verkaufen. Ja, so ist das. Leimer war schon gegen Manchester United überragend. Das hast du übersehen. Nee, habe ich nicht übersehen. Leimer war katastrophal gegen Manchester United in der Defensive. Ja, kannst du mich auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Ich habe die Zweikämpfe, die Flanken, die über diese Seite kamen, alle im Kopf.
Ja, er war, was das Positionsspiel, er war immer anspielbereit, er hat immer Sané eingesetzt, hat geackert, gerackert. Das ist ein Leimer halt, das ist mein Reden. Habe ich vom ersten Tag gesagt, wo man ihn verpflichtet hat. Aber er war katastrophal im Defensivspiel. Auch bedingt, dass er hinten alleine meistens gegen 2 war, keine Frage. Aber das war halt schlecht, ja. Und man beraubt ihn seiner Stärke auch auf dieser Position. Weil wie oft, man hat es in dem Spiel perfekt gesehen, ja, wie oft ein Leimer halt einfach, die anderen decken nur den Raum ab, die gehen noch nicht mal ins Pressing rein, er presst, ackert, macht, tut, ja. Und dadurch entstehen dann die Fehlpässe, die Spieler im Raum abfangen, oder er drängt den Spieler ab nach außen und so weiter und so fort. Das habe ich ihn auch gegen Manchester nicht abgesprochen. Aber seine Defensivleistung gegen Manchester war aus meiner Sicht eine Note 6. So, und da bleibe ich auch bei, da habe ich auch nichts übersehen. Aber da hat jeder seine Meinung, ja. Nochmal, für mich, wenn man rechter Verteidiger spielt, hat man erstmal dafür zu sorgen, dass über diese Seite keine Flanken, keine Torgefahr entsteht. Wenn man das erledigt, dann kannst du gerne anfangen und sagen, ich versuche jetzt hier noch den Spielmacher zu machen oder versuche noch nach vorne meine Akzente zu setzen und so weiter und so fort. Aber das war nicht gegeben. So, und deswegen für mich war da die Leistung defensiv einfach gar nichts. Ne? So. Aber keine Ahnung, das mag immer jeder anders sehen, das ist ja auch das Schöne am Fußball. Einmal war gegen United einer der schlechtesten, da siehst du schon jemand anders, der das anders sieht, das ist halt immer so. Ja. Das Argument, was du gerade dafür bringst, dass ein Leimer eine gute Leistung gebracht hat, nämlich dass Tuchel ihn ins Mittelfeld gerückt hat, ist genau das Argument dagegen, dass er eine gute Leistung gebracht hat. Er hat Leimer ins Mittelfeld gezogen, weil er gesehen hat, dass ein Leimer als Rechtsverteidiger defensiv einfach überfordert ist. Ja. Aber er nicht auf diese Power, die er ausstrahlt, auf diesen Ehrgeiz, auf dieses Fighten, auf dieses Pressen verzichten will. Und das ist ja nun mal auch seine Stärke. Seine Stärke ist die Achterposition, auch nicht die Sechserposition. Ja. Weil da muss er sich auch zurückhalten. Da kann er auch nicht vorne draufgehen und attackieren und den Gegner gleich unter Druck setzen und ihn gar nicht ins Spiel kommen lassen. Also das Argument ist eher genau das andere, wie du es meinst. Aus meiner Sicht. Das Blödsinn, er war schwach. Das Einzige, was gut war, dass er sich nicht hängen lässt. Er ist ein Powerfußballer, aber er hat eigentlich jeden defensiven Zweikampf verloren, mehrere Freistöße verschuldet. Yes, das kommt auch noch dazu, die 2 Freistöße. Und jeder hat mal einen scheiß Tag. Wie gesagt, er hängt sich trotzdem rein und gibt weiter Gas. Ja, ganz genau. Das sehe ich auch so. Ja, anstelle von Goretzka, das ist doch eine Belohnung, oder nicht? Ja, nochmal. Aber das Argument, wenn Leimer so ein gutes Spiel gemacht hätte als Rechtsverteidiger, dann wäre er immer noch Rechtsverteidiger. Weißt du, wie ich meine? So, dann gibt es keine Diskussion. Aus meiner Sicht ist es sehr gut, dass er es so schlecht gemacht hat gegen Manchester United in der Defensive, damit er jetzt endlich auf der Position spielt, wo er am stärksten ist, halt auf der 8. Ne? So sehe ich das, aber ja. Okay, ich meinte auch den Einsatz, was er gelaufen ist, aber was kann von United denn von Rashford oder über deren linke Seite? Nicht viel. What the hell, was hast du da für ein Spiel gesehen? Fast jeder Angriff kam über die linke Seite oder über unsere rechte Defensivseite. Leimer, da kamen 4, 5 Flanken über die Seite. Ja, und fast jeder Angriff wurde über die Seite eingeleitet. Ja, dann gab es von der Seite aus mal vielleicht einen Flankenwechsel, aber ansonsten, das war die Angriffsseite von Manchester United. Also. Ja, wild. Aber gut, wie gesagt, so hat jeder seine Wahrnehmung. Interessante Uploadzeit, habe ich schon erklärt. War ein gutes Spiel, definitiv. So viel Hate gegen Gnabry, Riesenfußballer. Wer macht denn Hate gegen Gnabry? Also hier gibt's kein Hate gegen Gnabry. Hier gibt's Hate gegen seine Leistung. Ja, genauso wie es Hate gegen Kimmis Leistung, gegen Sanés Leistung, gegen jeden Spieler Leistung gibt, wenn die Spieler keine Leistung bringen. So. Das ist das Einzige, was es hier gibt. Keiner hatet hier einen Gnabry. Wenn Gnabry möchte, ich erinnere nur an vor 2 Jahren das Spiel in Tottenham, wo er 4 Tore machte in der Champions League, oder ist schon 3 Jahre her. Das zeigt, welches Potenzial er hat. Er ruft es aber ja in 5 von
48 Saisonspielen ab. Ja, und von daher kann das dann als Hate für dich so rüberkommen, wenn man ihn 43 Spiele lang kritisiert und nur 5 Spiele lobt. Dann ist das vielleicht so. Ich freue mich auf alle hier, ihre Kommentare, das machen sie richtig klasse. Danke, Harry Kane, Harry Kane. Bochum war aber heute kein Maßstab, die hatten einen Abwehrfehler, das war grausam. Endlich mal kein Tor kassiert. Ja, habe ich alles mittlerweile zugesagt, so wie man das einzuordnen hat. Bochum. Klar, wenn du reinkommst als Spieler und der Rest der Mannschaft mochte nicht mehr, kannst du keine Bonuspunkte sammeln, obwohl wir noch 2 Tore machen. Naja, ich denke, Tell hat das Gegenteil bewiesen. Ja. Ich hatte 0:0 getippt. Kane mit einer 3, der macht 3 Tore und hat 2 Assists. Hat etliche krank, gute Pässe, 6 Tore, 5 Assists in einer Halbzeit für eine 1. Was? Kane mit einer 3, der macht 3 Tore und hat 2 Assists, hat etlich kranke, gute Pässe, 6 Tore, 5 Assists in einer Halbzeit für eine 1. Kane hat doch die eine 1 bekommen, mit Sternchen sogar. So ein Versprecher in der Mitte des Videos, einfach nochmal zu Ende schauen. Harry Kane hat von mir die 1 mit Sternchen gekriegt. Habe ich ja gerade auch schon hier mehrfach ausgeführt, wie ich ihn gesehen habe. Lass mal die Kirche im Dorf stehen, jetzt mal schauen, wie wir gegen Leipzig spielen. Wir haben gegen Bochum gewonnen, die uns viel zu viel Platz angeboten haben. Ja, was hat ja nichts mit Kirche im Dorf stehen lassen zu tun. Wie gesagt, wenn die Mannschaft eine gute Leistung bringt, muss man sie auch genauso loben, wie man sie kritisiert, wenn sie keine gute Leistung bringt. Und da ich hier schon hart kritisiere, gut, aus meiner Sicht eigentlich nicht hart kritisiere, aber das schon oft so empfunden wird, vielleicht wird dann jetzt mein Lob vielleicht dann auch irgendwie überschwänglich empfunden, ich weiß es nicht. Aber das mag jeder sehen, wie er will. Aber ja, wenn wir sonst kritisieren, muss man sie dann auch loben, wenn es ein gutes Spiel ist. Und da ist auch scheißegal, wie der Gegner heißt oder ob in 2 Wochen Leipzig ansteht oder nicht. Geld schießt Tore, was für ein Wunder. Wo ist das die wahre Freude? Wo ist in diesem Verein der wahre Fan? Mal ehrlich, wow, Bochum mit 7:1. Ja, tschüss. Brauchen wir gar nicht drauf eingehen, auf so dummen Scheiß. Ach so, ich habe in einem anderen Video auch gesehen, ich weiß nicht mehr, mit irgendeinem Dortmunder, bla bla bla, wurde darum diskutiert, von dem waren keine Kommentare mehr da. Muss YouTube gesperrt haben. Ich habe ihn nicht gesperrt, fragt mich nicht, Leute, ich konnte nur noch eure Antworten drauf lesen, hätte irgendwie da rumgehatet oder was, ich weiß es nicht, konnte es leider nicht lesen. Also ich habe ihn nicht ausgeblendet oder weggehauen, muss dann wohl noch irgendwie was Schlimmeres geschrieben haben, so dass YouTube ihn gesperrt hat, keine Ahnung. Ja, auf so dumme Kommentare brauchst du nicht eingehen, ne? Also, ganz ehrlich. Irgendwelche provozierenden Idioten, also. Da sind wir drüber hinweg. Kacke, ich habe 5:0 getippt, zu viel. Na, es gibt nicht zu viel, scheiß auf Punkte. Jedes Tor zählt. So, deine Benotung völlig daneben. Ja, das ist, nee, komm, da kriegst du keine Herz für. Das ist eine Aussage, die ist... Welche Benotung? Welcher Spieler? Welche Note? Was siehst du anders? Vielleicht mal so kommunizieren, dann können wir darauf auch eingehen. Auf so eine, ja, so Mist. Was soll ich da eingehen? Warum kriegst du dann noch Tränen in den Augen? Dann hau doch mal deine Noten raus, dann können wir doch gerne darüber diskutieren, ist doch gar kein Problem. Und ich habe auch gar kein Problem damit, wenn du das anders siehst. Aber dann sollte man vielleicht auch schreiben, wie man das sieht. Also, wild. Hör mal auf, die ganze Zeit auf Opa rumzacken und seine Fehler zu betonen. Jeder Spieler macht Fehler. Ja, und dann darf man die nicht ansprechen, oder was? Was ist das denn für ein dummer Kommentar von dir? Also, wow. Der ist genauso dumm wie der da drüber. Und damit beende ich dieses Video. Vielen lieben Dank, Leute. Das war meine Meinung zu den Kommentaren. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Schönes Spiel gegen Preußen Münster. Und vor Leipzig hören wir uns ja dann bestimmt nochmal. In diesem Sinne, tschö.